Merci, Herr Präsident. De gesit den Traité als een Millefeuille Antidemokratik op allen Ebenen. Herr Präsident, die heute Chamber die gött oft als Haus vun der Demokratie bezeechent. Demokratie as awer net, wann eng knapps Majoritéit vun Deputéierten, eng denkbar knapps Majoritéit vun Deputéierten, géint eng gros Minoritéit vun Deputéierten eng Daresordnung wëlt durchboxen. An andererseits Demokratie as auch net wann eng denkbar knapps Majoritéit vun Deputéierten géint eng gros Majoritéit vun der Bevölkerung es wëlt hei durchboxen. Wen fir den CETA an ech ginn der Majoritéit ze bedenken, do sie Rümmeren entstand die net stimmen. Mich stelle ich mal vier, hat gestimmt. Dir merkt so wie wann der ohne Opposition es kind machen. Ohne Opposition kommt da net weit. Wie für den CETA stimmt, und da ist der Bescheid. Wie für den CETA stimmt, beweist, dass aus der Corona-Krise nicht beigeleiert wird. Was gesagt wird, nur der Corona-Krise muss umgedurcht gehen, da muss auch der Faktor an der Evaluierung auflesen. Herr Präsident, irgendwie die mit Kollegen von der DP ein bisschen leid. Sie die mal leid, weil es ja hauptsächlich die Gring sind, gefolgt von der LSAP, die den CETA Mordicus, den CETA Toxkapisch, heute Chamber wollten durchpeitschen. Und dabei ist es ja auch noch so, dass die DP als Liberalpartei sich am meisten Probleme mit dem CETA misstun und noch gut. Und die Gring und die LSAP, die hätten sollen kämpfen, da geht man nehmen, die Gring und die LSAP, wofür den CETA gekämpft. Biselo noch. Das ist aber alles eine Erklärung, Herr Präsident. Die Gring und die LSAP wollen den Dossier ganz sehr lassen. Weil sie wissen, dass ein flagrant gegen die Grundidee verstehst. Und das ist das Schlimmste. Die Gring und Sozialisten, die stimmen mal nicht mehr zu ihrem Opportunismus. Das wird das allermannst gewirrscht. Sie durch den Komitee das schnell während der Corona-Krise durch. Da kann der Mouvement Ökologique nicht manifestieren, da können Gewerkschaften nicht manifestieren. Leif Gring, Leif Sozialisten, Leif Regierung, Leif Majorität, die hat Demokratie in das Hausarrest gesetzt. Was bedenklich ist, ist der Fakt, dass quasi alle Umweltverbände, Bauernverbände, Gewerkschaften gegen den CETA sind. Man nennt, hier sind 10 LSAP-Deputierten und 9 Gring-Deputierten, die wissen nicht besser wie ich drin. All die Verbände, die wissen das nicht. Auf nationalem Niveau, auf der EU, die wissen das nicht. Mehr 9 Gring-Deputierten und 10 LSAP-Deputierten, die wissen das natürlich besser. Ich hoffe, dass sie sich auch bewusst sind, dass die Argumentation deckungsgleich ist mit der von liberalen Parteien und von den Multien. Ich hoffe, dass sie sich dem auch bewusst sind. Aber ich will da noch etwas sagen zu den Gringen und zu der LSAP, weil die hätte doch könnten ernst das machen. Die hat ja auch könnten, ich will alle froh nennen, merci. Die hat ja auch könnten innerhalb von der Kommission kämpfen gegen den CETA. Ich finde die Gringe hören, sie hat so viel gekämpft. Ich weiß nicht, was sie in der Kämpfe verstehen, mir nicht, das sage ich wie mir. Die hat doch könnten an der Mission, hey, wir sind dagegen, das gehört zur Aufmachung. Wir sind an einer Koalition, wir müssen dafür stimmen. Das ist nicht grandios, aber das hätte ich verstanden, weil das ehrlich. Ehrlich gesagt, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und jetzt noch ob, das stimmt dagegen. Das stimmt dagegen, weil wenn ich richtig verstanden habe, CSV ist dafür, DP ist dafür, CSV hat 21 Sitze, DP 13 Sitze, sind da zusammen 33, mehr wie die Koalition. Also, aus sich kann das durchgehen. Den CETA brauche ich nicht. Zivilgesellschaft anscheinend auch nicht. Aber ich fährte ganz einfach, dass dir tatsächlich auf enger Linie sitzt mit den Lobbyen, an der dir wirklich meint, dass ein CETA ein gutes Sache ist. Herr Präsident, wie der Zeit gezählt ist, werde ich nach ein paar Punkten abzählen, dass darüber diskutiert wird. Worüber diskutieren wir? Das sieht schon vieles aus über den antidemokratischen Vorgang, das ist ganz schlimm. Es gibt 7 Punkte, 7 Hauptsinnen. Den CETA ist ein ultraliberaler Vertrag, wahrscheinlich sogar zu viel liberal für ihr. Und ich
Schwätzen ich steipe mech op Kapitel 9, 7, 13, 19, 35. Servicer geliberaliséiert, Kapitalstream geliberaliséiert, öffentlich Ausschreibung geliberaliséiert, öffentlich Servicer sind och potenziell agefor, weil Servicer die ginn eben mat enger negativ löscht dem Noéi liberaliséiert, dat hecht alles wat explizit net ausgeklammert ass. Zweitens ein CETA ass en autoritären Monstervertrag, Kapitel 29. Van engem Multi eng Gesetzgebung net passt, da kann en für eng Schiedsgericht goen, egal wie den lo hecht. Da kann en für engem Schiedsgericht goen errecht kräen. Da könne man ha Gesetzer stimmen, de man wëllen, war sowieso pu Leiit an eng Schiedsgericht als Demokratie ausjährige können. Wir brauchen dat gënnet hier und sowieso einer Mechanismen. Et bra in strikte mal ke Schiedsgericht aufgesinn. An dat neit ass ke großen Fortschritt. Au contraire, das vielleicht ein Fortschritt, ein ICS als ein Fortschritt par rapport zum ISDS, et das ein Rückschritt par rapport zum Rechtsstaat. Ein Rückschritt par rapport zum Rechtsstaat wird interpretiert als ein Fortschritt. Ich verstehe nicht. Und die sagt vielleicht ja. Soziale und Umweltstandards gi vom CETA geopfert. All die Passagen am Text, die für soziale Rechte oder von der Umwelt schwätzen, sind makulatura juristisch nicht verbindlich, stehen an der Hierarchie weit ënnert dem sakrosanten Prinzip von der Handelsfreiheit. Feiert Dozen en anderen Artikel als zudest antidemokratisch, an der das grad den von der regulatorischer Zusammenarbeit am Chlortext Multien kränkt Menschlichkeit am Vierfeld verschiedene Standarden zu beabflussen, ohne dat EU-Deputéierten nach Manner zu schwätzen vun Eis Appes do vun der Mat kreien. Und da geht net nimmen dem Autospiegelen, geht Sicherheitsnormen, es kann Konsumentenschutz gehen, es kann Umweltnormen gehen, es geht Sozialnormen, Arbeitsstandards gehen oder Finanzregulation. Das sind keine Kleinigkeiten. 5 Dutzend. Wer kontrolliert das ganz mir nicht? Das Europaparlament natürlich auch nicht. Es muss überhaupt kämpfen, für ein bisschen etwas gewürzt zu gehen, für eine Entrevue zu kreieren. Nicht zu schwätzen von den Bürgern. Es gehen eben die verschiedenen die NIN-Komiteen und Zu-Komiteen geschaffen, die hun Rechten Akkord zu interpretieren und zu modifizieren. Das kann doch geschehen, das wäre doch geschehen, los. Klimaschutz dann. Doana aus dem CETA eng einzig Katastrophe. Den Akkord von Paris, die sowieso nicht, das gilt für mehr als. Die steht auch, da wird sich darüber referiert, für gewisse Leute, das ist doch ein guter Exkurs für den CETA dann umzuwählen. Das ist ein bisschen, wie wir mal losschließen, eine Gesetzgebung, die für machen, wo man Todesstrafe aufhören, am so, mais par contre, nee, keine Angst, das wird alles am Respekt von den Menschenrechten oder von der Dignität humaine geschehen. Das ist ein bisschen dasselbe. Das war, dann ist es ja gut. Der Kanada wird doch oft als ganz harmlose Nation durchgestellt. Wahrscheinlich, weil der Vergleich mit dem südlichen Nopa es auch erlaubt, weil ihre Premier ein bisschen mit Flodder noch besser tanzen kann wie den Trump. Ja, das ist richtig. So ganz verschieden ist es aber nicht politisch gesehen. Ne? Das ist ein guter Kommunikateur. Aber das ist aber nicht so einfach. Der Kanada ist ein großer Teersandproduzent. Und das ist extrem knaschtig. Der Kanada ist nicht bekannt für immens ökologisch zu sein, davon aufgesehen. Und das wird auch wahrscheinlich nur der Corona-Krise noch gepusht gehen. Wahrscheinlich ökonomisch gesehen. Den Teersand, der wird noch stark gepusht gehen. Hier in der Chambre wird auch oft zum Beispiel von der Koalition von zirkulärer Ökonomie geschwärzt. Der zirkuläre Ökonomie ist sowieso eine interessante Sache, weil das heißt, dass die produziert, konsumiert, dass die Remenke recycliert, im lokalen Raum eben zirkulär. Wir kommen hier an einer Logik, das ist zirkuläre Ökonomie, aber rund um den Globus. Das ist zirkuläre Ökonomie rund um den Globus. Das Problem ist ja, es geht hier um den CETA, aber es geht nicht nur um den CETA, es geht um eine ganze Reihe, Madame Ampère ist darüber angegangen. Zu Recht gesagt, es geht ganz viel. Akkorden. Wir stimmen meistens dagegen, weil sie gehen an dieselbe Logik. Es gibt ganz viele sogenannte Freihandelsakkorden, die regulatorische Akkorde sind in Wirklichkeit. Die regulatorischen Akkorden, die gehen überall gemacht und die ein bisschen wie ein Spannennetz. Das ist wirklich rundherum der Welt löserlos verbunden. Das ist keine Konspirationstheorie, aber das ist eine Regulation, die eine engendriert, überall rundherum der Welt. Und die löserlos, weil dann die verschiedenen Produktionsschäden Madenin
an Aufhängigkeit bringt, an auch sowieso demokratisch Entscheidungsfähigkeiten von den mehr oder weniger demokratischen Ländern von dieser Welt überhaupt nach mehr schwerer werden machen. Aber was schwätzen wir heute von nach mehr Kommerz mit dem CETA? Der Markt baut für gesagt, wir brauchen kein CETA für Kommerz mit Kanada zu machen. Und die will es noch mehr machen. Meine lieben Kollegen, Freunde, die Gider, die aus dem Kanada kommen, die sind doch Freunde. Mit den Nerven aber. Das ist aber schön von Herr Wagner. Die Gider, die aus dem Kanada kommen, an den Herr Asselborn ist das bestimmt noch besser, weil ich viel mehr oft Velo wirsch. Die Gider, die aus dem Kanada kommen, die gehen nicht mit dem Velo an Europa transportiert. Die kommen mit dem Flieger, mit Cargoschiffer. Ich sehe nicht den Dingens, nicht überhaupt Plus-Value, für so gerade an dieser Zeit, gerade an einer Zeit, wo man das Klima muss schützen, dass man weiterhin nach mehr Richtung gehen, für Échangen zu machen, die keinen Sinn machen, wo Sachen importiert, exportiert gehen, weiterhin, wo nach mehr Kommerz gemacht wird, für Sachen, Produkte zum Mols, die wir hier auch können selber produzieren. Das heißt, ja, es muss ich umdenken und muss ich an eine andere Richtung umdenken. Es ist schon fertig. Ich hätte ein Modell 2 oder Modell 3 haben, aber bon. Ich habe nach die 7 Dutzend und ich werde sie aber erspuren, weil sich also schon auch gesot gehen mehr ich so nicht es ist schon drüber gegangen sich. Das Problem ist den und das ist ganz wichtig, das muss er verstehen. Es geht nicht um den Kanada oder nicht Kanada. Der Kanada ist eine Stadt wie in anderen, nicht besser, noch sogar besser wie andere Städte wie Singapur zum Beispiel, weil da so eine Stadt mit dem wir gemeinsam Walleren haben. Et geht wir kommen an eng Welt ran, wo Multien gesteipt von der Finanzindustrie darüber kennt ihr noch nach Schwarzen a geholle vu vertreg we den CETA eng weltweit an dat kann ich so dat wird eng weltweit Diktatur oprichten. Weil dat wo du no an de Länder nach kann gewählt gehen. Sie können ja Deputierte wählen. Sie können de no legitim Regierungen hun. Aber wir können noch weiterhin diskutieren. Aber just dat. Genauso wie Zivilgesellschaft. Komm, wir lassen sie diskutieren, komm, wir lassen sie manifestieren. Aber just das. Die wenig Rechte, die Zivilgesellschaft zurzeit hat, an die man an die Majorität akkordiert, weil viele nicht angebunden sind, aber die wenig Rechte, die werden wir lösen alles auch so haben. Weil Multinationale, die sind in der Zwischenzeit teilweise mehr stark wie Staaten. Aber wenn ihnen auch noch das auf der Platte serviert als Demokratien, da können wir abhacken. Das wird ganz losgehen. Aber wie für den CETA stimmt, entschuldigt, die stimmt für einen Teil von dieser Diktatur mit. So nicht mehr. Très bien. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Werner. Nächster geschriebener Redner ist den honorablen Herr Sven Clement. Herr Clement, die hat Wort.